Tja Leute, manchmal haben wir so das Gefühl, wir kriegen diese Kapitel gar nicht mehr down, wa? Wir kommen zurück bei Fire Emblem Engage, obwohl es sieht ja schon besser aus, wenn man rechts auf der großen Karte anguckt. Sind wir schon gut aufgestellt, aber eben, es kommen halt immer wieder neue Gegner dazu und wir müssen gucken. Wir müssen Lucky Lucky machen. Jetzt mal, okay, er ist da oben. Soweit, so gut. Ich habe hier unten 3 Drachen, das ist schlecht. Und wir darf mal einen Zug beenden, weil er es einfach kann. So, Michael ist da drüben, der kann mal die Dinger noch abholen. So, du gehst mal hier hin, kannst eine Truhe öffnen. Dass du auch einen Teleport erhalten. Ist für mich eigentlich schon ein Indiz dafür, dass ich eigentlich hier hin soll. Können wir überhaupt dahin teleportieren? Das ist mal ganz doof gefragt. Warte mal. Hat einer von euch... Du hast keinen Teleportstab dabei, wa? Nee. Hat keiner von euch einen Teleportstab dabei? Ich hätte schwören können. Okay, ich will die 3 gerne noch ein bisschen weiter anlocken. Andererseits, die sind alle in Angriffsreichweite, da komme ich hin. Da komme ich hin, das kriegen wir hin. Komm, mach sie platt. Bündnis, nein, mach so eine. Ohne Langsperr, ich nehme dafür die Stahllanze. Damit es ein bisschen schneller geht, haben wir schon die letzte Folge ohne Animation gemacht, aber eben, es theoretisch, ja, theoretisch sind wir schneller. Praktisch, vergiss es. Mit Wind, dem himmlischen Kind. Waren wir gerade nicht mehr sicher. Schaffen wir es eigentlich auch ohne? Ja, dafür kriege ich Damage. Okay, gut. Das ist kein Problem, wenn ich den Damage auch kriege. Weil viel kriegt sie auch nicht mehr. Ist auch schon Level 13, von dem her. So, Yukaya und Mikaya. Wir können ein bisschen mehr Damage machen. So, und jetzt kriegst du ihn mit dem One-Hitter down? Glaub schon, wa? Ja, wäre zwar ein Double-Feature-Angriff, aber er kriegt also einen... Gut, 95% wird nicht so viel sein. Nehmen mal sein beliebtes Stahlschwert. Ups, okay. So dazu. Bündnis. Nee. Blockieren. Nein, Pflege. Okay, ich glaube, dann hole doch Michael nochmal ran. Den nächsten Zug. Kann man verstärken momentan nicht, wahr? Ich muss da oben sowieso lang. Ich hole dich mal hier dich ran. Damit ich mal aufs Inventar, also Vorrat zugreifen kann. Damit ich mal blockieren ablegen. Mal gucken kann, ob ich einen Teleportstab nutzen kann. Der ist Rang B. Das ist natürlich doof. Ich nehme trotzdem mal den hier mit. Vielleicht kann es jemand anders gebrauchen. Hat einer... Warte mal, vielleicht wenn ich hier Bündnis eingebe, ich dann Rang B mit der Waffe. Weiß halt nicht, kann man irgendwie bei euch... Warte mal, kann ich Einheiten Detail... Gucken, was du im Waffenlevel hast. Das ist auch nur C. Wäre hier halt interessant zu wissen. Ne, nicht die Waffe, sondern was ich mit Level, ja, einfach Stab, super.
Okay, okay. Wäre für eine Option, müssen wir mal gucken. Okay, gut, komm. Wir gehen mal ein Siegel und öffnen da drüben die Türe. Na, bitte nicht. Ja, toll. Zusehen zum Drachen. Ein schöner Drache. Der hingegen ist hässlich. Okay, komm, beide noch nicht da ran. Bin trotzdem noch vorsichtig. Ich würde deswegen sagen, du hast ja auch einen Stab. Pflege und Purgativ. Ja, komm, dann... bin am Überlegen, ob ich ein Bündnis eingehen soll. Vermutlich wird es Selene und Selika sein. Oder natürlich Junaka und Mikaya. Und dass ich dann halt einen Teleportstab nutze. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie hinkomme, was es denn dort Spezielles gibt. Ich glaube, es ist das einzige Feld hier, was so glänzt. Was ich gerade so sehe. Ich meine, es ist ja eigentlich noch innerhalb der Map, auch wenn ich eigentlich gemäß der Map nicht rankomme. Außer eben vielleicht hier draußen, weil hier könnte es funktionieren. Jetzt ist halt die Frage, mit dir ich kann natürlich die Zeit theoretisch nehmen, einfach da schnell hinfliegen, wobei schnell in Anführungszeichen, oder eben ich nutze einen Stab und teleportiere uns dahin. WTF, was war das gerade? Göttlicher Segen? Ewige Klaue. Ja, vielen Dank dafür auch. Dann ziehe ich mich mit denen aber trotzdem zurück. Das ist die Frage, ne? Warte mal. Ich fange wieder mal mit der allbewährten Strategie ab. Frostatem. Huch. Ja, eben. Okay, die kommen bei weitem nicht so weit. Das heißt, ich setze ihn hier hin. Spielt eh keine Rolle. Michael kommt hier hin, damit ich hier mit dem Vorrat... Ja, die Frage, wem gebe ich's? Ja, wenn sie natürlich ein Bündnis eingeht, das bringt nichts. Wir machen mal Engage und dann gucke ich mal, was passiert. Nö, sie können auch nicht nutzen. Krass, Mann, ich habe trotzdem nur Rang B. Ja, dann setze ich auch mal einen Stab ein. Bin ja schon mal engaged. Hey, schon mal etwas. Ich habe auch mit dem... Okay, wie sieht denn die aus? Aber ich hier vielleicht ein höheres Ding? Ansonsten muss ich wirklich mit ihr halt darüber fliegen. Ich meine, sie haben natürlich die Stäbe, da ist ja schön und gut, aber bringt nichts. Ich meine, sie kann ja jetzt Stäbe nutzen. Einen Erholungsstab. Die Frage ist, wenn ich jetzt mit ihr tausche. Also das Gefühl bringt trotzdem nichts. Löse kann trotzdem nicht nutzen. Das ist halt in der Situation jetzt doof. Das heißt, ich muss leider, oder ich habe was übersehen, das kann natürlich auch sein, aber ich gehe trotzdem mit ihr dahin und wenn wir das Item holen. Mal gucken, was dort so glänzt. Du bleibst hier, du gehst nachher auf das Feld und logge mal den Drachen und so mit euch hier an, beziehungsweise du gehst bitte aus dem Weg.
Und der gute Michael, der geht mal dahin. Bündnis machen wir nachher auch. Eigentlich könntest du auch einen Heiligen Shield einsetzen. Block dir was ab, war. Ja, oder ich nutze nachher gegen Tiki, wäre die andere Variante. Und die haben einen Roy, das lasse ich auch mal so. Ja, okay, dann wird das natürlich eine längere Phase. Ich hoffe jetzt auch mal, dass Tiki nicht näher kommt, sonst habe ich echt ein Problem. Natürlich kommt sie. Okay, wisst ihr was? Das mache ich jetzt so nicht. Ich meine, ich wollte es eigentlich in der letzten Folge beenden, das Ganze. Das hat eigentlich geklappt. Jetzt kann man die ganze Folge nochmal Zeit nehmen dafür. So, ganz kurz gucken. Nee, warte mal, hier waren wir vorbei. Alfred wartete. War natürlich genau dort drauf, war. Okay, wir müssen es so machen. Alfred, du gehst mal währenddessen da runter. Ihr holt einfach mal die restlichen Items hier ab. Sie muss nachher rüber. Ich dachte, einer von euch hätte irgendwie so ein... War nur Pflege und Purgativ, war. Ich glaube, einer von euch kann den Stab nutzen, um sich selbst zu teleportieren. Also ich... Warte mal, kann ich irgendwie so aufs Lager zugreifen? Geht nicht, wa? Was ich machen könnte, wenn ich hinkomme. Ja. Mal vorher gucken. Hier, Fortschritt. Ich hatte 5 Felder, okay. Dann machen wir es nämlich so. Ich tausche da mal ganz kurz mit Heilmittel. Da gebe ich den nämlich ihr, dann soll sie den anwenden und hier rüber fliegen, dass es eine C-Waffe ist, weil Teleport eben, wir haben es gesehen, es geht noch nicht, das ist noch zu früh. Dann... Nein, ihr bleibt hier unten, weil ich habe noch ehrlich gesagt so viel Schiss, dass nun noch wieder irgendwelche Drachen kommen. So, Stab ist bald im Arsch. Aber ist kein Problem. Darf ich vergessen, nachher mit Micaiah noch das große Opfer einzusetzen. Ey, du großes Opfer. Nein, weil es gibt halt verdammt viele Erfahrungspunkte. Ich glaube, direkt ein ganzes Level. So, eben das Ding mache ich nachher auf. Ihr bleibt hier unten. Dann machst du nochmal Pflege. Nur kein Dieb. Ich frage mich halt, was sie für ein Maximallevel hätte. Jetzt ohne Meistersiegel und so. Doch schnell Level 40 sogar noch. Wäre schon krass. So. Items, nein, Tausch. Du müsstest Fortschritt eigentlich nutzen können, oder? Okay. Dann fliege ich mal. Jetzt halt die Frage, kann ich mit Fortschritt jetzt schon... Hä? Kann ich den in die Mauer schicken? Ernsthaft jetzt? Moment, das klappt schon. Ich bin einfach zu weit weg noch. Hoffe ich. Ach ja, hol damit Maike darüber. Das machen wir später. So. Hä? Wieso sortieren? Ah. Ja, eben. Oh, Schwein gehabt. Ich wollte schon sagen, ey. War ja noch ganz fies gewesen, dass nicht geht. Ja, wozu? Okay, freier Weg. Ja, wozu bei dir Magie? Und wenn du schon ein bisschen was hättest, okay. Ich weiß auch nicht, sollte ich vielleicht irgendwie mal 2 Klassensiegel nutzen, damit sie auch in die Magie nutzen kann oder so? Ich weiß ja nicht. So, Diamant Roy können nachher noch... kann
weißt du was? Level 16. Ja, Magie, bei ihr bin ich gar nicht mal so unzufrieden. Aus noch offensichtlichen Gründen, logischerweise. Warte mal. Was habe ich denn hier gemacht? Mann, ihr müsst doch hier bleiben, Leute. Einen Turbogen. Dankeschön. Wegen 5 verziehen wir noch ein bisschen mehr. Egal. Ich gucke jetzt mal, was ist denn jetzt hier? Ah, hier ist die Silberkarte. Mit dieser Karte besitzt erhält man 30% Rabatt im Arsenal im Laden. Oh Gott sei Dank, bin nochmal hierhin zurückgegangen, Leute. Junge, Junge. Weil ich wusste ja, ich habe das schon mal erwähnt, bevor wir DLC gekauft haben, dass es ja mit dem DLC die Silberkarte gibt, aber ich habe die eben auch nie im Inventar gesehen und dachte mir so, vielleicht kriegen wir die durch so eine Quest. Dachte ich damals, als wir nachher die Quest begonnen hatten, dachte ich nicht mehr daran. Da ist die fucking Silberkarte. Ja gut, dass das nicht ganz so einfach macht, ist irgendwo auch verständlich. Habe ich auch nichts gegen. Also, hier unten kommt nichts mehr, gut. Also jetzt definitiv nicht mehr. Das heißt, wir locken nachher die Drachen hier an, am besten auf offenes Gelände. Vielleicht sogar so, dass ihr euch maximal bewegen könnt. Da finde ich das Eis eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sie kann sich eh maximal bewegen, also sowieso kein Problem. Er kann sie ja weniger, wir lassen trotzdem da drauf. Du hast einen No-Donner, das ist deswegen auch gut. Du gehst wieder zurück. Weil es eben die Frage ist, eigentlich ist es falsch, eigentlich müsste ich mit Chloe und Live das machen. Alfred und Marv können noch ein bisschen Erfahrungspunkte gebrauchen. Ihr braucht das eigentlich nicht mehr. Boah, bin ich froh, dass ich nochmal auf die Idee kam mit dem Fortschritt, hey. Weil da hatten wir schon von wegen, ja, wenn halt Teleport nicht funktioniert, dann lasse ich es halt. Da hätte mir den Arsch gewissen und danach rausgefunden hätte, übrigens, das wäre eine Silberkarte gewesen. Gott, hey. So. Jetzt kannst du ja auch viele Felder marschieren, das reicht, komm. Wir aktivieren hier das Siegel. Ja, gib mir alles. So, wenn das schon so ist, damit ich das nachher nicht vergesse, aktiviere ich nochmal die Animationen. Weil ich glaube, gegen Tiki können wir es uns schon gönnen. So. Drache hier, Drache da. Für die Rallala, für die Rallala. Ja gut, sollen sie kommen, wa? Holy shine! Okay, was hat denn jetzt vorhin gar nicht gebracht? Also was hätte der eigentlich gebracht? Jetzt einfach nochmal einen zusätzlichen... Wäre natürlich fies. Dass ich nochmal extra angreifen könnte. Okay, ne, ich will ihn natürlich schon irgendwie anlocken. Ich frage mich jetzt aber gerade, machen wir es anders. Warte mal. Ah, ich wollte gerade einen heiligen Shield einsetzen, aber warte mal. Oh, geht gar nicht. Falscher Charakter. Eigentlich 3 Züge, aber ja, wenn man mich nach 3 Felder angreift. Okay, komm. Du wartest hier. Dich setze ich mal da unten hin. Da bist du relativ zügig unterwegs. Sicher ist sicher, also ich euch ein bisschen näher ran schicke. Genauso wie hier. Und da würde ich mal sagen, wenn es nicht mehr viel bringt, du kommst da ein bisschen näher ran. Bündnis.
Ja, wenn einer von da noch einen Blockierstab hätte, eventuell. Aber er hat schon alle bewegt. Du hättest einen gehabt, vielleicht. Ne, war glaube ich schon im Ding. Im Lager und im Vorab besser gesagt. Jetzt ist halt die Frage. Ich meine, der kann 7 Felder, die können auch 7 Felder. Der kann 5 Felder. Citrin könnte ihn vermutlich am ersten Angriff killen. Nee, weil jetzt hat er irgendwie alle seine Werte geboostet. Das nicht so schön. Tja dann. Machen lieber schnell platt. Kampftechnik. Mit nimmer fehl. Weil er nimmer fehlt. Theoretisch zumindest. So. Ja, du kannst dich nicht bewegen, das ist so. Und die anderen können es. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich dich hier hinstelle, war noch ein paar vorne dran. Donner zieht ihm schon ein bisschen was ab, das ist schon mal schön. Nur Eisenlanze, also nur direkter Angriff. Ist leider noch nicht so weit zum Engagen. Das ist natürlich doof. Nein, das heißt Emblem, Engage! Immerhin bis auf 12 runter, das ist schon mal gut. Ich frage mich halt gerade, soll ich überhaupt da jetzt großartig noch ausweichen? Ja, wenn überhaupt. Du kannst ja nicht engagen, das ist ein bisschen doof. Ja, weil sie kommt bis dahin. Das ist saudoof sogar. Es sei denn, ich kriege dich irgendwie hier schon platt. Das Problem auch hier wieder mal ist, ich krieg's nur mit mehreren Anläufen hin. Den Drachen selber kriege ich schon platt. Ich habe nur ein bisschen Schiss davor, wie die nachher kontern werden. Die haben noch nicht wenig Speed, wobei es in Duello wesentlich schneller ist. Wenn sie halt hier hinstellen, können sie von beiden Seiten angreifen. Das ist doof. Clans bringen uns an, so viel ich gehofft hatte. Ah, wenn ich Diamant Roy dahin schicke und die beiden können nicht engagen, ist das doof. Ich würde gerne, kann ich hier ein Bündnis machen und den Freeze-Status aufheben oder eventuell Wöhler. Nee, vergiss es. Ah. Der scheiß Drache kann natürlich auch die jetzt hier angreifen. Wenn der Drache das einzige ist, warte mal, du hast ja noch den Pugativstab, wa? Alfred Marv zu retten, bzw. zu schützen.
Vorrücken geht schon, nur bin ich dann halt da voll in Angriffsreichweite von allem möglichen da oben, da habe ich irgendwie weniger Bock. Wenn ich es so mache, jetzt kommen die zwei da nicht mehr heran. Der kommt theoretisch noch an sie heran, muss aber erst noch richtig treffen. Oder hier oder natürlich bei ihr. Je nachdem, was er lieber angreifen würde. Vielleicht gar nicht so schlecht, sie ihn zu stehlen, weil sie wird den Angriff einmal überleben. Oder zumindest. Bei Louis macht man mehr Sorgen. Ich kann natürlich noch Dinge einsetzen, war Erholung. Ich habe mehr Angst, nachher zu dritt irgendwie auf einen Charakter losgehen. Na, wir gucken mal. Schon wieder? Okay, geht echt auf Roy los. Da kann der andere Roy nicht mehr angreifen. Dann mal der Drache. Okay, nochmal zurück, bitte. Das ist sehr unpraktisch alles. Den Fehler, den ich schon gemacht habe, war eigentlich hier, war? Warte mal. Das ist Gegnerphase. Spielerphase. Ich habe eigentlich hier schon einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht Louis hier hinstellen dürfen, weil er darf nachher nicht angreifen. Das war mein Fehler. Ich muss jemand anderen hinstellen. Gut, dann wähle ich Diamant und Roy, komm. Dann eine Variante wäre gewesen, sie noch weiter rauslocken, wenn ich hier ein offenes Feld habe. Das könnte ich mir sonst für den nächsten Zug noch überlegen. Oder besser gesagt für den ersten Versuch. Okay, das Auswarten, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. So. Jetzt haben wir natürlich trotzdem die Situation. Bewegung 5 nur. Okay. Das ist eigentlich schon mal gut. Warte mal. Dann hätte ich jetzt auch Heilige Schilde einsetzen können. Andere kommt auch bis dahin, ne? Interessant. Ja, weil die müssen natürlich so oder so einfach näher rankommen. Hä? Da ist trotzdem da voll drin. Oh Mann, nee, nein, das... Oh Mann, Spiel. Mir wäre eigentlich mal lieb, wenn das Spiel mir von Anfang an sagen könnte, hey, übrigens, die Charaktere können so und so weit gehen. Du hast Diamant Roy da einfach stehen, fertig.
So. Die sind noch voll drin. Die sind aber eh relativ fix. Die werden also auch kurz aus. Wollen wir von allen auf die Fresse kriegen. Lässt aber gar nicht verhindern. Ich gucke, was jetzt passieren würde. Das ist eigentlich völliger Bullshit, dieser der Treiber. Ich bin gerade irgendwie komplett neben der Spur. Also völlig. So, warte mal, stimmt. Ah, nein, geht natürlich nicht jetzt wegen euch hier, wa? Weil ich jetzt hier nicht wegkriege. Weil sonst hätte er einfach gesagt, hey, hier engagen und dann einen wilden Ritt einsetzen. Aber er natürlich jetzt im Weg ist, geht das nicht. Das war so oder so bescheuert. Mann, was mache ich hier? Bin ich sowas von unkonzentriert? So. Und natürlich die hier aus dem Weg nehmen. Wenn ihr überhaupt den Quatsch macht, macht es mit euch beiden. Und zwar so. Er kann es nicht bewegen, das ist mir klar. Aber kann ihn hinstellen mit dem Rittertod ausrüsten. Das heißt, auch wenn er von dem eingefroren wird quasi, schlägt er die beiden trotzdem zurück. Die anderen brauche ich noch zum Laufen. Ja, die müssen da ein bisschen hinmachen. So. Level 4 eher, sag jetzt mal. Level 5 wäre besser wegen der Fähigkeit, aber egal. So. Dann ist der auch schon mal weg. Okay. Die Probleme schon mal gelöst. Nur 2 Drachen übrig. Der ist zwar nervig, aber was soll's. Hauskombo wäre auch schön. Aber vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Wütender Sturm. Ja, das wäre vielleicht... der wäre auch gut. Das jetzt noch lieber ein Pfeil ein. Ein bisschen Angst, dass Diamond Roy da irgendwie die Kombi nicht so richtig hinhaut. Wenn ich so mache, killt er mich vorher. Das ist auch nicht schön. Du kommst jetzt aktuell relativ weit. Ja, mit Wind killst du ihn halt nicht. Mit Donner schwächst du ihn bloß. Könnte man mit ihr nachher großes Opfer einsetzen, wa? Aber trotzdem da vorne mal eine gute Base. Also irgendwie etwas, das wirklich komplett blockiert.
So. Sehr schön, jetzt kommt Maika mit dem Engage. Kann das da eigentlich auch hier hinten einsetzen? Oh, nice. So, der Drache wäre hinüber. Jetzt aber ein Problem, jetzt habe ich Tiki noch. Die beiden sind geschwächt. Sehr geschwächt sogar. Wie ich die noch irgendwie rette, ist mir gerade ein Rätsel. Ewige Klaue. Hat es nur einen Nahkampfschaden vielleicht? Ja, sie eigentlich vorher abfangen, wa? Chiki, 久しぶりだね。会えて嬉しいよ。元気だったかい？マラスのお兄ちゃん、チキも会えて嬉しい。とっても元気だよ。この戦いに勝てたらまた一緒に戦おう。君が仲間になってくれれば僕も心強いんだ。チキもお兄ちゃんと旅がしたい。またいっぱいお話ししたいよ。Yeah, Mann! Cooles Gespräch! Also, schönes Gespräch, ich frage mich, ob es vielleicht sogar noch irgendwie Partnerangriffe gibt, weil das soll es angeblich geben im Spiel. Je nachdem, ob es, aber klappt nur bei bestimmten Charakteren, nicht bei allen. Deswegen bin ich dann noch ein bisschen vorsichtig. So, ja, wobei, wenn ich jetzt Ding einsetze, bin ich ein bisschen am Arsch. Aber dann Bündnis können wir trotzdem machen. Ich glaube, großes Opfer setze ich nachher ein. Da ist jetzt mehr auch Ich weiß gar nicht, recht auf alle Felder ansetzen, ne? Ist ja krass. Dank der Fähigkeit natürlich von Mikaya, nichts vergessen. Sonst wird es nicht gehen. Alter, diese Stabkunstfähigkeit. So. Das R wird auch voll genesen, Pekinesen. Nachher mit ihr engagen, großes Echo einsetzen, finishen. Sie kann nachher natürlich auch noch etwas machen, aber nicht jetzt. Okay, ich hoffe, dass Tiki uns ja gleich killt. Mit einem Angriff, das wäre doof. Alter, macht die Damage! Schmettern, so. Dann fällt zurück oder was? Ja. Okay, Tiki. Ne, aus kommen wir jetzt nachher ein. Wem will ich Erfahrungspunkte schenken? Wem darüber ab und also ziemlich direkt killt? Ah ja, stimmt, der geht eh nur über mehrere Felder, aber ganz vergessen. Okay, komm. Sie machen nur im Nahkampfschaden. Das ist natürlich ein Vorteil. Wie sie klingt so. So, wir können wieder. Bündnis engage. Ach, lieber das Engagen. Angreifen, Gebiet anzünden. Ich weiß nicht, ob er das will. Ist eigentlich völlig egal. So, einen hat sie noch. Alfred Marv kann trotzdem angreifen. So, 22 noch. Die Frage ist... Ah ja, da wollte ich noch. Emblem Engage. Teleport Ragnar.
Ganz ehrlich, das muss irgendwann einen Kampf geben, wo wir unsere Embleme verlieren. Das kann nicht anders sein, ey. Wir sind eigentlich so overpowered die ganze Zeit. Klar, ich habe jetzt ein paar viele Zeit, also Dinge wieder verbraucht, um die Zeit zurückzuspulen, aber es lag zum Teil auch an mir selber, weil ich gerade ein bisschen doof war. Warte mal, ich habe genug Erfahrungspunkte, mache jetzt mal nix. Louis Sigurd ist noch zu weit weg, dann setze ich euch mal hier ein mit großes Opfer. Die Macht des Lichts. Und? Ganzes Level? Okay, nicht mehr. Hä? War vorhin ein bisschen mehr. Gibt es ihn nur beim ersten Mal im Kampf? Hm, egal. Also, Michael, Claude, Hauskombo. Finishen. ねえ、あなたは神竜でよかったって思う？悩んだこともありましたが、今は良かったと思います。この私だからこそできることと出会えましたから。月にもそのお手伝いができるかな？ねえ、もっともっとあなたのことを教えて。もちろんです。受け取ってください。私の思いを、願いを。恨まないでください。 Das werden wir. Aber zuerst seien wir die Macht von Treehouse. Sis, Entschuldigung. 強いね。 Diamant und Roy sind die Heroes. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Hey, mit wieder mal Überlänge. Ich glaube das nicht, wie lange dieses Kapitel gedauert hat. Alter, wenn das noch mehr dazu kann, dann Prost Mahlzeit, hey.チキは本気だったのに勝っちゃうなんて。あなたの力と信念伝わったよ。あったかくて優しかった。チキも安心してお手伝いできるよ。これからよろしくね。ありがとうございます。紋章師チキ。あなたが加わってくれるのはとても心強いです。ちょっと照れちゃうかも。そうだ、チキだけじゃないんだよ。腕輪の仲間のみんなもここに来てるんだ。きっと力を貸してくれると思う。それは腕輪の紋章師たちが他にもエレオス大陸に来ているということですか？うん。チキ、みんなのいる場所を教えてあげる。会いに行ってほしいな。みんな眠っているはずだけど、怖い夢を見ていないといいな。チキはね、昔はずーっと怖い夢を見ていたの。チキが獣になって人間を襲うの。そんな夢を。辛かったでしょう、チキ。でもね、もう大丈夫。怖い夢は見なくなったから。これからはあなたも一緒でしょ。ならきっと素敵な夢が見られると思う。チキはもう一人じゃないもん。ここにいるみんなとも仲良くなりたいな。もちろんです、チキ。みんな歓迎してくれますよ。早くみんなとお話ししたい。行こう行こう。 Tja, vielleicht wenn wir den... マル Oh, スのお兄ちゃん、また会えてとっても嬉しいよ。僕も嬉しいよ。チキを一人にしなくてよかった。約束したからね。僕が君を守ってあげるって。その約束覚えてる。お兄ちゃんはずーっとチキのお兄ちゃんだね。お兄ちゃんと一緒ならチキなんにも怖くないし、いっぱい楽しいの。僕もだよ、チキ。君が一緒ならどんな戦いも乗り越えられる。この世界を救うために共に頑張ろう。またお兄ちゃんと旅ができるんだもん。チキいっぱい頑張る。これからはいっぱいおしゃべりして遊んで、それからお兄ちゃんのことも聞かせてね。もちろんだよ。これまでのこと、これからのこと、たくさん話そう。ありがとうお兄ちゃん、大好き。
Ah ja, da werden Erinnerungen wach. Emblem Tiki verfügt über mächtige Drachenangriffe und kann verbündeten göttlichen Schutz gewähren. Synchrofähigkeit Sternenkugel verleiht Einheiten eine erhöhte Chance auf Statuswert zu was beim Level Up. Okay, den kriegt Michael. Also ich krieg ihn. Düsenwaffe Atem fügt Gegnern in einem bestimmten Bereich Schaden zu. Ihre Schadenzahl ist abhängig vom Einheitentyp. Okay. Die Bündnisfähigkeit Drachengestalt, wenn die einen Drachen erhöht ihre Statuswerte immens. Ich sage ja, Michael kriegt den jetzt. Der Bündnisangriff göttlicher Segen verleiht verbündeten Erweckungsstein, die ihnen neue Kräfte spenden, sobald ihre Kappe auf 0 fallen. Ja, sicherlich, du. Oh, powered auf einem ganz neuen Level, oder was? Ja, ich meine, wir sind mit dem Bündnisring von Free aus schon auf dem Maximum. Bei mir, das heißt, wenn ich jemand anderem dann geben und ich nehme den Stein jetzt mal, den Ring von Tiki. Alter, als ich nochmal durchgucken. Ach du meine Güte. Nee, Freunde. Da machen Tüller schon noch, keine Sorge, aber erst im nächsten Kapitel, nächste Folge, Entschuldigung. Wenn wir hier noch ein bisschen quatschen, wenn wir nach Elyos zurückkehren, ein bisschen gucken, ob wir auch wieder irgendwas Neues kaufen können. Wir müssen ja, glaube ich, noch 1, 2 Meistersiegel haben. 1 haben wir noch, ja. Ich meine, ich könnte theoretisch mal bereits upgraden zum Würmgott. Bis jetzt ja, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Einerseits, oh, ich kann Fäuste einsetzen, krass. Einerseits denke ich mir so, es ist ja nicht mehr so wie bei früheren Fire Emblem Spielen, also kann man ja eigentlich wirklich frühzeitig die Klasse wechseln. Andererseits haben wir jetzt gemerkt, wir kriegen es mit den richtigen Leuten ganz gut hin. Es gibt hier und da noch ein paar, wo ich denke, können wir anders machen, aber grundsätzlich funktioniert es. Sag mal, fast zu allem wechseln, wa? Also, weil hier Drachenkind natürlich Level 20 sein muss. Um zum Drachenkind zurückstufen zu lassen. Eben, darum geht es ja. Ich kann ja ab Level 10 mich zum Würmgott machen lassen, nach dem zweiten Siegel wieder zurückstufen. Sei es, vielleicht geht sogar Drachenkind selber wieder. Oder halt wieder zum Würmgott auf Level 1 zurückstufen. Wieder neu zu leveln. Die Bündnisleiste einer wird um einen Schritt verringert. Göttlicher Geist. Wieso um einen Schritt? Aha! Ja, okay. War nicht mehr so viel. Okay, gut. Es dauert nicht so lange. Es dauert nicht mehr 3 Züge, sondern noch 2. Quatsch. Schwert und Kampf der Würmgötter nutzen. Ja, ist unser Kampftyp, ne? Also auch, wie ist er schon wieder? Den neuen, den wir bekommen haben, den kleinen Arzt. Der, ja, ich würde ja gerne alle einsetzen, aber es geht einfach nicht. Es ist einfach zu viel des Guten, leider. Und eben, hier wechseln, nächste Folge. Wir haben momentan nur ein Meistersiegel, vielleicht noch ein zweites. Aber ich glaube, wenn wir doch lieber einen anderen Charakter nehmen. Vielleicht eher bei Citrin gucken. Was ja eigentlich schon viel Power hat, kriegt einen Stab dazu. Ja eben, ich meine, hier hinten typischen Heiler und so, Fram oder eben auch Shaw, sind glaube ich außen vor, klang genauso. Lapis sehe ich irgendwie auch nicht mehr jetzt, so wie halt Diamant im Team haben. Etir, Alkris, das kann auch spannend werden mit dem Bogenschützen. Amber, das zweite Kavalier, mal gucken. Anna eigentlich Axtkämpfer, wenn noch cool im Gegensatz zu Diamant, weil er ist auch ein Assistent, hätte eine 2 eigentlich im Team. Aber eben, momentan ein bisschen schwierig, wenn ich ihm nur 8 Einheiten mitnehmen kann. Es werden sicher noch mehr Typen kommen. Ich hasse. Ja, nicht hasse. Ich bin einfach kein Fan von Spielen, wo man halt nur eine bestimmte Anzahl an Charakteren mitnehmen kann. Wenn schon eine Rasse so groß ist wie hier. Bei mindestens 10, wenn jetzt sogar 12 oder so, müssen es eigentlich schon sein. Ich kann sogar irgendwie Spiele erinnern, wo wir zum Teil bis zu 15 mitnehmen konnten. Oder sogar 20. Das waren schöne Zeiten. Natürlich riesige Maps waren uns, aber trotzdem, wenn du halt viele Einheiten dabei haben darfst, ist schon was anderes. Oh, Banfachmann 105, alter Schwede. Na egal, ich habe genug gequatscht, Freunde. Das Kapitel ist beendet. Wir haben nichts verloren, nur gewonnen. Den Ring von Tiki, wenn wir uns nächste Folge hoffentlich angucken. Und noch vieles mehr. Ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Engage. Bye bye.